So, jetzt gibt's wieder ein kleines Verschnaufpäuschen. Und wie jeder das von zu Hause kennt, von daheim kennt, ein langjähriges Ehepaar, ne? Man hat sich viel zu sagen, bloß nicht das Richtige. Empfangen wir die Bickendorfer Knallköp. Schön, herrlich. Seid ihr gut drauf? Ha? Ja, ich frage nur mal so, ne? Ich sage mal so, Männer, ne? Ja, ich könnte noch Mond schießen, ehrlich. Ne, was hätte mir wieder auch versprochen, ne? Lydia, mach dir keine Sorgen. Oh, aber das, also meine Damen, ich sage ja immer, schlage deinen Mann täglich. Auch wenn du nicht weißt, warum, der weiß das. Ja, das ist, ne? Meine Güte, ich hab mich heute extra fein gemacht. Ja, ich hab mir ja letztes Jahr in Frankreich, im Sommerurlaub, habe ich mir ein neues Kleid gekauft, ein neues Kostüm. Da an der See, ach, wenn es Gott weh, Tür, ne? Also, meine Güte. Die schwarze Woche, he ob der da. Ach, ne. Und freue mich mit die Schee im Saal. Doch meine Drache, hallo? Nimmt mir dat mies, weil et nur Geife und se Schenge weiß. An Tagen wie diesen, ja, da komme ich zu spät. Klar. Ja, an Tagen wie diesen, lo wat dat für nen Heckmeckmeck. Ja, in der Nacht der Nächte freu ich mich bei euch zu sehen, für euch nur das Beste. Und da den Köln am Ring und für... Liebe J noch, Rolf. Ich bin stinkesauer auf dich, weißt du das? Oh, mon cher, ich kauf mir ruhig auch schon jetzt. Mon cher, hast du schöne Kostüm an. Von den Französen? Die sind immer noch am Klatschen, dass der alle Kram aus dem Schaufenster ist. Leben, ja, warum hast du jetzt so gesehen? Wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du schon längst ein anderes. Was bist du dann so kribbelig? Wer hätte dann jetzt getan? Ja, kannst du mal gucken. Was ist dann? Findest du nicht, dass ich dick aussehe? Ja, doch schon. Aber das liegt nicht an dem neuen Kostüm. Schön, wie du arbeitest. Aber recht dich doch nicht ab, Lydia. Du bist deiner Zeit wirklich weit voraus. Wie meinst du das denn jetzt? Ja, wenn der Fummel irgendwann einmal modern wird, dann hast du ihn doch schon. Mama, warum hast du mich überhaupt geheiratet? Ja, weil nichts im Fernsehen war. Immer sprichst du von den Schattenseiten unserer Ehe. Hör mal zu, du bist das Licht meines Lebens. Oje, oje. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum ich abends nicht ausgehen darf. Ach, pappelapapp. Und Patsch, sie mir Kerl sonst wieder verarscht. Wieso? Damals, als Gott schon die Frau erschaffen hat, hätte uns versprochen, Männer, ihr werdet an jeder Ecke die ideale Frau finden. Und dann machte er die Erde rund. Ja, nee, ich sag dir mal was, Rolf. Ich suche mir einen neuen Mann. Du suchst einen neuen Mann? Ja. Ja, jo, wenn er dann noch so sein muss, habe ich aber einen guten Tipp für dich. Wie ein Tipp? Was für ein Tipp? Nimm dir einen Archäologen. Soll ich da mit dem? Ja, je älter der ist, umso mehr interessiert er sich für dich.
Heul doch. Nee, meine Damen, ich sage euch was, Männer sind alle gleich, ja. Ich habe ja festgestellt, je mehr Männer ich kennenlerne, desto netter finde ich Hunde. Dann haben wir, wa? Ja, hallo? Und trotz alledem, was soll ich dir sagen, eben auf der Straße wollte mich doch glatt eine fremde Mann bützen. Da bin ich aber gelaufen, du. Und hast ihn eingeholt. Verdammt noch einmal, du hast doch immer gesagt, Lydia, Rolf, du bist der Mann meiner Träume. Ja, hast du recht, aber jetzt bin ich endlich wach geworden. Aber apropos wach geworden, Lydia. Was ist los? Ich hatte diese Nacht einen ganz schlimmen Traum. Was hast du geträumt? Ich bin gestorben und war oben beim lieben J. Oh, Ja, hast du gefragt? Lieber J, darf ich wieder runter? Sagte, nee, sagte, und wenn überhaupt mal, nur in Gestalt einer Spinne und da kannst du Knallkopf diese runterspinnen. der. Ja, da hast du ihm gesagt, das ist mir ja. Der Hauptsache ist, ich sind in Köln wieder. Ja, Rolf, und Wigger? Ja, hast mich aufgesponnen und Mädchen, stell dich für einen Meter über der Erde, hat dies keinen Faden mehr. Was hast du gemacht? Ja, Robbyhofer, was möchtest du mit mir leben? Ja, das hat keine Faden mehr. Ruft der runter. Jung, mache wie früher. Drücke Dölle. Drücke Dölle. Dann warst du aber wieder auf der Erde, ne? Nee, bist schwach geworden, hat ein Bett gemacht. Ja, genau. Aber auf der mal gerade vom Himmel sprechen, Ja, ne? Wie war endlich dem Schensing Beerdigung? sehr tot. Rolf. Da waren so viel Anlüge für die Herz, jetzt heimlaufen ja nicht mehr gelohnt. Rolf, das sieht man nicht. Und trotzdem hast du gelacht auf der Beerdigung. Du hast gelacht? Ja, nebenan, auf dem Grabstein stund. Loni, du so blöd. Ich lösch auch Leber am Strand. Also, Rolf. Jetzt reicht es aber hier. Also, Dinge gibt es, die gibt es nicht. So. Ja. Aber Rolf, war dein Bruder eigentlich auch auf der Beerdigung? Hör mal auf mit dem Knallidiot. Der Aber den jetzt, habe ich gesehen, der macht so eine Flappe. Was ist los? dem haben sie Abschleppauto angedreht für 1500 €. Oh, Ja, was haben sie dem? ein Abschleppauto für 1500 € haben sie dem Jack angedreht. Also Rolf, deinem Bruder haben sie ein Abschleppauto verkauft für 1500 €. Für 1500 € ein Abschleppauto. Da ist bestimmt ein Haken dran. Ja, eben nicht. Nee, für dich krieg ich eine Jode, weißt du das? Und der Jön ist doch nicht. Aber wieso erzählst du eigentlich meiner Schwester, ich wär blöd? Lydia reg dich nicht auf, die wusste das schon. Ach ja? Schön, wie du arbeitest. Nein, meine Schwester weiß aber viel, ne? Was weiß die denn? Auch von dir. Von mir? Was soll das da von mir wissen? Sie hat dich doch letzte Woche da am Freudenhaus rumlaufen gesehen. Rolf, Ups. warst du da drin? Ja, Lydia, für 30 € wollte ich dich nicht belästigen. Aber wirklich. Pass mal auf, Rolf, du alle Barackadagger. Es ist ja nicht so, als der ich dich hasse. Nee. Aber angenommen, du würdest brennen und ich hätte Wasser. Ich würde trinken. Pass mal auf, du strubbelig Müll für Sarah, so jetzt nicht. Ja, ist doch wahr. Nee, meine Damen, ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber ich habe eine Zeitung gelesen. 60% der Männer können nach dem Sex gar nicht einschlafen. Ja, weil man heimfahren müsste.
Und was hab ich mir vorgenommen im neuen Jahr? Ein paar Wochen her, okay? Hast du gedacht, Lydia, weißt du was? Man kommt ja in die Jahre. Ne? Ja. Hab ich gedacht, gehst du mal wieder in ein Fitness-Studio? Ja, formst du mal deine Figur? Da bist du aber länger unterwegs, ne? Im Moment mal, Rolf, ich habe eine ganz schöne Hängerstiege-Krähe. Ja, und der wächst noch. Und schwimmen gehe ich auch. Schwimmen gehst du auch noch? Ja. Meine Freundin hat zu mir gesagt, Lydia, Schwimmen macht schlank. Und was machen Blauwale verkehrt? Nee, für der krieg ich eine Jode, weißt du das? Meine Güte noch einmal. Kannst du mir sagen, wo du gestern Abend gewesen bist? Das wüsste ich auch immer gerne. Hör mal, ich hab mal eine Frage. Hast du jemals mit anderen Frauen geschlafen? Nee, Lydia, schlafe doch nicht nur bei dir. Ist klar, ne? Ich hab dich auch lieb. Ja, das sagt er doch zu mir, Rolf, ich hab dich lieb. Nimm mich doch jetzt in den Arm, vielleicht steht das mir auch ins Jo. Heul doch. Mädchen, ich warne dich, reize nicht das Tier in mir. Du glöst doch jetzt wohl in dem Ernst, dass ich Angst vor einem alten Esel habe. Oh ja, ist doch wahr. Kannst du mir mal erklären, Rolf, wieso in deinem Hobbyzimmer, das ist auch so Dinge, ne? Wieso in deinem Hobbyzimmer immer noch das Bild von deiner ersten Frau mitten im Hirschgeweih hängt? Da war mein größter Bock, den ich jemals geschossen habe. Aber was reizt dich denn eigentlich noch an mir? Jedes Wort. Typisch, ne? Und gestern Abend, was war denn gestern Abend los? Und gestern Abend? Was war denn gestern Abend Ja, los? im Heierbettchen. Im Heiaberber war dann Ja, überall war er mich am Streicheln. so. Ich war dich am Streicheln. Ja, ja, über den Bein, Der Bein, über meine Rücken, der Rücken, über den Bauch. der Bauch auch. Ich wurde ganz wuschig. Ja, was war los? Ich hatte Fernbedienung gesucht. Aber wenn du wieder so widerlich zu mir bist, dann nehme ich mir unsere Hund und springe vom Balkon. Der Hund blieb hier. Kannst du mir auch langsam ins der Buckel raufrutschen, weißt du das? Lydia, die andere Seite wäre mir lieber. Von wegen. Aber trotz und alledem, Schätzelein, ich frag dich trotzdem mal, tätst du mich dann noch ein Zierrode? Fängst du wieder zu streiten an? Rolf, ich habe dir schon immer angedroht. Eines schönen Tages verlasse ich dich. Ja, aber Höge ist doch eine schöne da. Ja, lief Jecke Mädchen im Saal. Wir sind am Ende mit unserem Klav. Wir wünschen euch eine wunderschöne Winkelfastenabend. Malet Jod, bleibt lustig, fröhlich und wir mit zwei Ohren zieht Jeck. Die Beckendorfer Knallköpfe, wir zwei, wir sind jetzt weg. Die Beckendorfer Knallköpfe. Und ich darf es ja noch kurz vorstellen mit bürgerlichem Namen Lydia und Rolf Guliasch. Die sind tatsächlich verheiratet, die zwei. So, ihr Lieben, nehmt den Damenorden, der große Mülheimer. Nehmt den Sessionsorden, schlagt euch nicht drum, jetzt hat ja jeder einen. Ne? Ob die zwei Beckendorfer Knallköpfe, rufen wir aus, Dreimer von Hetze, Kölle, Beckendorfer Knallköpfe, ZDF. Dankeschön und tschüss zusammen. Danke.